Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate mit den Groschenromanen, die, naja, letzte Part haben wir zumindest mal den ersten begonnen, wo ich mich nicht gerade so hell angestellt habe, aber das wird hoffentlich diesmal ein bisschen besser werden. Mal ganz kurz Jacob wechseln, denn unser guter Jacob soll natürlich auch noch ein bisschen Screentime haben. So, gibt es für ihn noch was zu tun, zu verbessern? Mal gucken. Ich denke mal theoretisch schon. Natürlich schlecht, dass er es aktuell ausgerüstet hat, wenn er verbessert war. Sah aber eigentlich schon cool aus. Alter ey, voller Angriff, voller Tödlichkeit. So muss das sein für einen Jacob Fry. Hier noch irgendwie etwas Geileres. Den muss ich erst herstellen. Legendärer Assassine-Gürtel. Ich hätte sogar genug Kohle, ganz knapp, wird es überhaupt lohnen? Wenn wir schon mal Geld haben, war. Kunsthandwerker, Erfolg freigeschaltet. Noch geiler. So, Montur mal ganz kurz gucken. Wir haben ja die Edward-Montur, aber theoretisch Jäger, die Lumpen der Kultur. Ja, kann man auch mal überall Meister sehen, ja. Passt. Gut. Ach nee, ich nehme dann diesen dämlichen Hut wieder auf. Den ich persönlich überhaupt nicht leiden kann, sorry, aber da habe ich echt ein bisschen Probleme damit. Bei Ezio natürlich auch auf, war. Nö, Ezio nicht. Gut. War mal ein bisschen Ezio-mäßig drauf. Wo habe ich hier? Schnellreise! Flupp. So, mal schauen, werden wir heute sogar noch mehr Groschenromane hinkriegen oder doch wieder nur ein Fall? Und natürlich, wie geht es nach mit dem Fall des Maharajas weiter? Es ist das zweite DLC, was es noch gibt. Also, gibt es noch ein paar mehr, aber sind diejenigen, die ich jetzt halt noch so im im Season Pass noch drin hatte und daher. Jo, mal gucken, was da draus wird. Erstmal hier markieren. Gehen wir relativ schnell hin. Jetzt, das zeigen wir dahin, war. Gut, muss ich mal runterkommen. Todessprung. Jacob-Style. So, dankeschön. Habe ich eine Kutsche natürlich direkt dort. Schupp. Das müssen sogar meine Freunde sein, oder unsere guten alten. Oh ne, doch nicht. Braves Mädchen. Entschuldigung, Sie ließen beschützen? Nö. Entschuldigung. Ich bin Neulenker. Nach etwa 3 Monaten. Au. Weiter, Mädchen. Gleich haben wir es geschafft. Ein Frachtdiebstahl ist dort noch. Ich habe sowieso keinen Bock mehr auf die Teile. Entschuldigung. Auf geht's. War keine Absicht. Ja, hallo junger Mann. Groschenromanverbrechen, ein Fall von doppelzügiger Brautwerbung. Klären Sie verblüffende Morde an Frauen in einem öffentlichen Park auf. Das werden wir tun. Eine Tragödie im Park. Eine neue Chance, ein diabolisches Rätsel zu lösen. Noch eins, aus dem ich einen Groschenroman für Porlock Publishing machen kann. Jo, gehen wir mal hin. Sagt ihr noch etwas oder seid ihr soweit? Wo ist der Junge hin? Der nimmt einen anderen Weg. Okay, von mir aus. Und Polizisten hat's auch noch. Ja gut. Der Park.
So, mal schauen. Prudence Brown, eine junge Frau, die anhand ihrer Papiere identifiziert wurde. Es wurde mehrmals auf besonders gewalttätige Weise auf sie eingestochen. Die Wunden weisen auf einen Linkshänder als Täter hin. Das ist schon ein bisschen aussagekräftiger als vorhin. Paket, ein kleines Papierpaket mit Medizin in Pulverform, mit dem Stempel Dr. Trevor Elton. Vielleicht sollte ich einen Verdächtigen verhören. Das sind Dr. Trevor Elton. Handtaschen, Verabredungstagebuch. 10 Uhr, Trevor Park mittags. Gilbert bei ihm zu Hause. Adresse ist ist auf der Rückseite vermerkt. Vielleicht sollte ich einen Verdächtigen verhören. Ja, das glaube ich auch. Haben wir noch mehr Hinweise hier? Oh, Vorsicht. Und das. Ah, Blut. Die Mordwaffe. Die blutverschmierte Mordwaffe. Ein normales Küchenmesser. Nicht sehr aussagekräftig. Was gefunden haben wir doch schon 4 von 4. Ja, gehen wir mal gucken. Erstmal Gilberts Haus. Gilbert! Hey du! Was ist hier so los? Danke! Da haben wir Gilberts Haus. Hey Gilbert, mach auf! Ich wollte ihm nicht. Ich komme auch so rein. Okay, wir gerade untersuchen, geht aber nichts. Gilberts Haus. Brief von Prudence. Liebster Gilbert, ich muss dir von äußerster Dringlichkeit mitteilen. Ich melde mich morgen gegen Mittag bei dir. Bitte, lieber Gilbert, was immer ich dir auch zu sagen habe, du musst wissen, dass ich immer größte Hochachtung vor dir haben werde. Deine Prudence. Auf dem Briefkopf steht Prudence Adresse. Sehr gut. Was? Verlobung auflösen? Aus Rache vielleicht. Prudence und ich sind verlobt und wollen heiraten. Ich muss sie unbedingt sehen. Sie sollte jeden Moment hier sein. Sie wollte mir etwas Wichtiges sagen. Ich habe Angst, dass sie die Verlobung aufheben will. Die Frage wäre allerdings, warum will sie sich auflösen? War er doch der Mörder, eben halt auch nicht. Fragen über Fragen. Und wir haben noch viel zu ermitteln. Hier bei Detektiv Conan. Nee, Assassin's Creed Syndicate natürlich. Aus dem Weg. Toll. Schön, dass ich sehe, wie weit überhaupt die Häuser weg sind. Und es regnet. Ja, wieso eigentlich auch nicht, wa? Ein bisschen Regen schadet ja nie. Prudence Haus. Ja. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Wie nett, dass hier doch schon das Fenster offen ist. Prudence Haus. Nicht abgeschickter Brief an Dr. Elton. Geschehen ist, nur unseren TTT im Park. Ging halt so ein Lebensgedanken nur bei dir, nur eine junge Frau, begann mir auch noch zu beschimpfen. Zum eines Mannes namens Baxter zu brüllen. Das ist nicht der Patient, den du so viel Ärger hast. Zu schicken, wir sehen uns ohnehin morgen wieder, mein Liebster. Okay. Sie kommentiert ihren eigenen Kommentar. Interessante Frau. Ich schätze, das kann man auf Kanal mit all ihren Folgen vorstellen.
Jede Medikation. Oh, was für eine stürmische Nacht. Der schüchterne Dr. Trevor Elton zeigt überraschende Qualitäten. Oh. Jens schaut sie mir zu sprechen, nämlich magisch Anzug. Bald schon raut mir seine heißen Küsse in Atem. Boah, Alter, wie kitschig. Dass er endlich die wahre Liebe gefunden haben. Und was wird denn aus meiner Verlobung mit Gilbert? Meine Gefühle für Trevor. Es ist immer komisch vor ihn jetzt noch Dr. Elton zu nennen. Sind noch stark wie zuvor. Er ist auch nicht geworden, beinahe gequält. Er klagt über seine Experimente, Behandlung und seine Patienten. Sagt ihm, dass er vorhat, mich von Gilbert zu trennen. Trevor und ich werden uns heute Morgen im Park treffen. Wenn ein Antrag bevorsteht, also dann direkt zu Gilbert gehen, die Verlobung auflösen. Ja. Was für eine miese Pute. Ich meine, ganz ehrlich, die denken sich so, okay, erstmal gucken, der Dr. Elton, der ein besserer Liebhaber was weiter ist, vielleicht macht mir einen Antrag, falls ja, dann kann ich Gilbert die Wüste schicken, falls nein, ja, aber eben noch Gilbert als Option offen. Ja. Das ist natürlich geil, das ist, sag mal, ja, Verdächtige, da will ich eigentlich gerade gucken, aber ich komme gar nicht runter. Was für ein Haus? Wie kann ich überhaupt drauf? Ah. Nein, er wollte doch. Jacob. So, schon besser. Dann kannst du bitte mal hier loslassen. Ja. Und da reingehen. Dankeschön. Hä? Wo ist die Person? Ja, toll. Baxter. Er gehört mir, sage ich. Alle Mädchen wollen ein Stück von Baxter. Aber sie kriegen ihn nicht. Fragen Sie ihn doch selbst. Er wohnt gleich dort hinten. Die Lulu. Sie hat meinen Mann im Park geküsst. Ich hab's gesehen. Ich folgte ihr bis in diese Straße. Dann verlor ich sie. Wenn es sein muss, komme ich jeden Tag wieder, bis ich sie kriege. Entweder lässt dieses Flittchen ihn in Ruhe, oder ich verpasse ihr eine. Sehr interessant, sehr interessant. Es wird immer aufschlussreicher. Aber leider irgendwie auch nicht wirklich, ja, durchschaubar, wenn es wirklich der Mörder war. Nee, das ist zu weit, Jacob, zu weit, zu weit, zu weit. So wollte ich gar nicht. 7 Hinweise, leg mich am Arsch. Ja, geh rein da. Auflösen wegen dir, das lasse ich nicht zu. Ich werde sie selbst heiraten. Auf diese Weise bleibt sie wenigstens eine respektable Frau. Geschrieben von einem Rechtshänder. Jo, interessant. Sie bedeutet dir doch nichts. Du bist ein Monster, das ich selbst erschaffen habe. Hä? Frankenstein lässt grüßen. Nicht auslöschen, löse ich das ihre Haus. Geschrieben von ihrem Linkshändler. Auf der Notiz findet sich ein Blutfleck. Dein Leben kann ich nicht auslöschen. Warum kann er es nicht? Oder sie, oder wer auch immer. Geschafft ein Monster. Der Patient, wa? Da steht mir zu, geschrieben von einem Linkshänder. Okay, der Mörder also. So wie es momentan aussieht. Du bist nicht eine Bürde für mich, eine erbärmliche und wehleidige Bürde, wenn ich dich doch nur loswerden könnte. Da war ihm noch ein bisschen sauer. Viele leere Papierpäckchen. Hier findet sie Rückstände eines Pulvers. Zurückgehen und danach fragen. Warum eines Pulvers? Da von mir zugleich eines fehlt. Ja, natürlich die Frage, war es doch Baxter oder war es jemand, der Zugang dazu hat? Wollte der Baxter in die Falle hauen? Wir können gespannt bleiben. Denn noch ist nicht aller Tage Abend. Und der Mörder immer noch auf freiem Fuß. Ist das Blut ins Haus oder was? Oh nein. Jacob, lass los.
Hallo, ich drück B. Mann. Hopp. Nee, war ich doch schon. Auf dem Symbol her. Lauf schön weiter. Gilberts Haus fehlt noch und Dr. Eltons Praxis, so wie es momentan aussieht. Alter, ey. Momentan sind irgendwie 2, vielleicht sogar 3 Frauen im Spiel, 3 Männer. Autsch. Es wird verrückter und verrückter. Tschüss, Pferdchen. Ja, wieder runter. Zack und zack und zack und rein da. Ich muss mal ganz kurz mit ihm quatschen, Sir. Das, irgendwas geht nicht ganz so auf. Gilbert Hingis, Prudence Verlobter. Von dem habe ich noch nie gehört. Natürlich. War ja irgendwie klar, war gut. Jetzt haben wir noch 2 Personen vor Dr. Eltons Praxis. Und dann noch langsam mal ab Feierabend hier, sogar 3 Personen. Sorry, Reflex. So, jetzt kann man kurz eine Nase kratzen. Kuckuck. Also Sie im Haus. Ich kenne keinen von Dr. Altons anderen Patienten. Lüge, ja oder nein? Die Miss Knight, ich bitte Sie, die Rezepte für Mr. Shelby zurückzuhalten. Diese Notiz am rechts geschrieben zu sein. Was ist Mr. Shelby? Ihre Ermordung tut mir aufrichtig leid. Sie war zwar Patientin hier, kam aber immer öfter einfach so mal vorbei. Also sie hat sich mit Dr. Elton im Park getroffen, ja? Ich habe immer gedacht, sie wäre mit einem anderen verlobt. Meiner Meinung nach könnte der Doktor eine bessere Partie landen. Vielleicht klappt es ja jetzt. Die gute Claire Knight. Habe ich hier unten noch einen Hinweis? Ne, glaube nicht, wa? Es fehlen allerdings noch 4 Hinweise. Ja, seht ihr euch mal 2. Dr. Eltons Praxis, Prudence Patientenakte. Miss Brown suchte mich wegen schwerer Angstzustände bezüglich ihrer kürzlichen Verlobung auf. Dies ist ein medizinisches Problem, aber ich habe ja trotzdem ein mildes Sedativum verordnet. Allerdings hat sich seitdem auf eine verhängnisvolle Beziehung mit jemandem eingelassen, dessen Namen ich nicht nennen kann. Diese Aktion ist inakzeptabel. Okay, sie ist verlobt mit Voldemort. Überwunden. Die Behandlung von Mr. Shelby abzubrechen. Vielleicht sollte ich einen Verdächtigen verhören. Auf Mr. Baxter, was hat das für Auswirkungen auf Mr. Baxter? Okay, es geht noch weiter hoch. Jetzt fehlen noch eben noch 2 Hinweise. Das Hellnis nicht ausschließen, handlungsvoll ihrer Miss Claire Knight. Wieder etwas für Eifersuchtsszenarien. Es wird nicht einfacher. Baxter scheint geradezu abhängig von der Behandlung zu sein. Er konsumiert weiter mehr als verschriebene Dosis und wurde immer mehr aggressiv geworden. Bloß mehrere Frauen entführt. Danach hatte ich nicht gefragt. Nein, aber es wäre zumindest ein Hinweis darauf, dass es doch dieser Baxter war.
werde jetzt noch ihn verhören. Oh mein Gott, Prudence? Wie furchtbar. Ich wollte um Ihre Hand anhalten. Aber ich verstehe es nicht. Wir hatten keine Verabredung für heute. Es stimmt, wir haben uns manchmal im Park getroffen. Aber für heute war kein Treffen geplant. Ernsthaft? Du sagst, oh nein, wir wollten heiraten und bist noch total am Boden zerstört? Hä? Das ist in der Tat sehr seltsam. Prudence war meine Patientin, doch diese Arznei habe ich ihr nie verschrieben. Es gibt keinen Grund, warum sie dabei haben sollte. Sie haben doch sicher Verständnis, dass ich Ihnen nichts über den Zustand meiner Patienten sagen kann. Vielleicht mit einer Klinge am Hals, eher. Und dann scheint es Baxter gewesen zu sein. Allerdings, es könnte auch der Doktor gewesen sein, im Sinne von einfach, weil eben, das jetzt irgendwie die Nachricht von Prudence Tod so, oh nein, sie ist tot, ja, schade, wollten heiraten. Etwa so klingt es für mich. Das ist ein bisschen, ja, nicht gerade sehr überzeugend halt. Und dass dann vielleicht dieser Baxter irgendwie durchgedreht ist und Prudence einfach mitbekommen hat und dann der Doktor wollte sie halt auch zum Schweigen bringen. Offenbar hat Mr. Baxter den Doktor gestern angegriffen. Das war nach der Arbeit, aber der Doktor hat einen Schnitt auf der Wange. Der Arme. Ja, er ist fürs Leben gezeichnet. Diese Medizin wurde von Dr. Elton speziell für einen unserer Patienten entwickelt, Mr. Shelby. Aber er gab sie auch einem anderen Patienten. Wem? Baxter? Dr. Elton macht Hausbesuche bei ihm. Baxter kommt nicht zu uns in die Praxis. Ich schreibe die Rezepte und er holt sie sich mittags ab, wenn ich beim Essen bin. Also kommt er doch in die Praxis. Die Rezepte halt. Ich bin ziemlich aufgebracht deswegen. Die Wirkung war einfach unglaublich. Ich war ein ganz neuer Mann. Viel energischer und extrovertierter. Aber dann hat der Doktor die Behandlung ganz plötzlich und grundlos abgebrochen. Ja, weil es bei Baxter nicht geklappt hat. Irgendwelche Nachwirkungen, Nebenwirkungen und das wollte der Doktor verhindern. Ja. Jetzt die Frage, wie weiter war. Scheint, so müssen wir zurück zu Gilberts Haus. Keine Zeit, aber was Wichtiges zu tun. Ah, dann mal gucken, wa? Dass wir noch Hinweise finden, bezweifle ich eher ein bisschen. Prudence war ziemlich distanziert in letzter Zeit. Ich schätze, sie hat ihren Doktor angehimmelt, diesen schweren Hütter. Ich wäre ein viel besserer Ehemann und die Hochzeit ist schon geplant. Ja, besonders traurig ist der aber auch nicht. Hä, jetzt zurück zu Dr. Eltons Praxis? War doch gerade schon da. Okay, das Ganze scheint doch komplexer zu werden als ermutet. Die Frage, soll ich langsam mal jemanden beschuldigen oder warte ich noch? Ja gut, ein Schnitt im Kinn und Baxter, ja, aber... Ein unglücklicher Zwischenfall. Ein Patient bekam einen Erregungszustand. Ja, Erregungszustand, ich verstehe. Gut, ich habe jetzt alle Daten, die ich habe. Frage, er oder Baxter für mich persönlich. Ich würde eigentlich sagen Baxter, weil ich mich das letzte Mal geirrt habe. Er ist einfach mal ihn. Oh Gott, es stimmt. Ich konnte nichts dagegen tun. Das Pulver hat diese Kreatur in mir geweckt. Sie hat die unschuldige Prudence verführt und dann umgebracht, damit wir nicht heiraten müssen. Es ist so fürchterlich. Ich wusste, dass mit der Medizin was nicht stimmt, verstand es aber erst nach dem Fund der Papiere. Gut gemacht. Kein Problem. Ab in den Kerker mit dir. So gut gewesen, dass er selbst probiert hat, er schuf ein Monster und den Namen Baxter für diese von der Droge veränderte Persönlichkeit am Wilson und kann über das Eigenleben. Eben doch, weil ich dachte mir schon wegen der Baxter, oder?
dass es gar keinen Hinweis von Baxter als Person gab, hat mir schon irgendwie, Moment mal. Gibt es einen Typen überhaupt, oder? Man hätte doch sein können, dass Baxter wirklich nur irgendwie so vorsichtig war, oder? Wobei das, ja. Damit der Schuf ein Monster nahm Baxter quasi zwei Persönlichkeiten. Nee, also das hat er jetzt echt nicht. Das eigentlich eher, dass er vielleicht Baxter gefangen hielt oder selbst umgebracht hat. Aber dass es 2 Personen in einem Körper war, nö. Wahrscheinlich uns zu heiraten, man ruft zu retten. Ich denke, dass für das sagt Elton den Preis zahlen wird. Jo, so ist es. Und wir haben wieder mal ein Groschenromanverbrechen erfolgreich abgeschlossen. Ist doch geil. Das war, wie ich jetzt finde, ziemlich gut gemacht. Respekt. So. Dann muss man sagen, jetzt ein paar geht es dann weiter mit dem nächsten Verbrechen. Die Frage natürlich, wo wird es sein? Wo ist das nächste Verbrechen, Freunde? Verbrechen, wo wartest du auf uns? Hier fehlen noch 20 Gesamt. Ich glaube nicht, dass es schon hier ist. Hier. In Suffolk. Der totgeweihte Colonel. Colonel natürlich, Entschuldigung. Der totgeweihte Colonel im nächsten Part. Bis dahin, darf ich zusehen und ciao zusammen.